Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen. Und ja, im heutigen Video, wie ihr schon gesehen habt, wie ihr schon in den Titel gesehen habt, geht es ein bisschen um eine Real-Life-Story. Und zwar ist das, die Real-Life-Story ich habe zwar viele Real-Life-Stories, die ich euch erzähle, habe ich schon erzählt, allerdings im Last House, also in dem Spiel, das ich gezockt habe, dort habe ich das Zeug erzählt. Und ich habe lange nicht gecheckt, dass das wahrscheinlich von euch, von den Schweizer, wo mir wegen dem TÜV-Fahren zuschauen, dass wahrscheinlich gar niemand die Storys kennt. Darum ja, erzähle ich das nochmal. Und jetzt geht es um die Real-Life-Story Wesenplatz Polizeikontrolle. Also jetzt tönt es schon mal krass. Ja, Polizeikontrolle. Oh, und dann denken alle Scheiße. Aber jetzt kann man schon mal euch so sagen, ich habe den Mazda MX-5 NB gehabt. Und ich blende euch mal kurz das Bild ein. Der hat so ausgesehen, wie er jetzt auf dem Bild ist. Noch nicht viel gemacht. Und ich bin in die Polizeikontrolle gekommen. Mein damaliger Mechaniker, der noch zu Flach Gage geht und zu Flach gewohnt hat, hat auch einen extrem krassen BMW Audi gehabt. Da ist auch in die Polizeikontrolle gekommen. Mit Gagenummer dran, oder? Und ich bin auch in die Polizeikontrolle gekommen, nicht zeitgleich. Wir haben das dann schlussendlich miteinander gekriegt. Und bei mir war es so, es ist alles kontrolliert worden. Ich habe ganz viel Papier gegeben. Ich habe viel Papier zu vielen Sachen gehabt. Wie sich jetzt im Nachhinein herausstellt, ist das zum Glück, ich kann es jetzt nicht mehr so, jetzt ist alles eingetragen, aber da wäre das nicht so legal gewesen. Es war so gewesen, dass ich das Lenkrad hatte. Ich hatte so ein Rennlenkrad gehabt. Also wie sagt man dem? Wie ist der offizielle Begriff? Ich weiß es gar nicht. Habe ich rein gehabt. Die dürfen nicht kleiner als 32 cm sein. Das ist wie sagt man dem? Etwas, was so ist. Eine Regel. Und die zweite Regel wäre aber, ich kann der Airbag ist deaktiviert gewesen. Und dazu müsstest du vom Hersteller eine Bestätigung haben, dass du das nicht darfst, also dass du das darfst. Und dann hatte ich noch den Auspuff gehabt. Für den Endschalldämpfer hatte ich Papier gehabt, aber da, was ihr nicht gesehen habt, ist, dass der Mittelschalldämpfer auch nicht der richtige, auch nicht der Original ist, sondern ein Baststück. Und zum Glück hatte ich Winterpneu drauf gehabt, weil das wäre nämlich auch nochmal schlimmer geworden mit den anderen Felgen. Und ich hatte Frontlippen gehabt, aber da haben sie ein Auge zugedrückt, weil ich ihnen geschworen habe, dass ich das Auto noch nicht lange habe. Und ich habe geschworen, ich habe keine Ahnung davon und habe das nicht extra gemacht. Und hat der Polizist gesagt, ja, eben, er müsste mir eine Anzeige machen, aber er vertraut mir jetzt völlig, dass ich das alles nicht extra gemacht habe und drückt das Auge zu. Aber wenn ihr jetzt so denkt, der Endschalldämpfer, ich habe mal gecheckt, da habe ich ein Ding dafür. Mittelschalldämpfer habe ich nicht gehabt. Frontlippe habe ich nicht gehabt. Lenkrad Airbag Deaktivierungsprotokoll, blöd gesagt, habe ich nicht gehabt. Das heisst Airbag, Frontlippe, Mittelschalldämpfer. 3 Sachen nicht. Was ich auch nicht hatte, ist die Feder nicht eingetragen gewesen. Mir ist das gesagt worden, man müsse es dem Verkäufer, der Privatverkäufer hat mir gesagt, das muss man nicht eintragen. Ich bin aber der Meinung, ich habe das gelesen, dass man das muss eintragen muss. Auspuff muss man nicht eintragen, aber Fahrwerk muss man eintragen. Bin ich der Meinung. Das heisst nochmal etwas weh. Also könnt ihr mal denken, was alles nicht gut war. Und zweite kleine Story, weil die ist jetzt klein, um ein eigenes Video daraus zu machen, ist auch Polizeikontrolle, aber nicht Wesenplatz, sondern Rheinau, Nähe Rollenbad. Dort war es so, dass ich mit meinem ersten Auto, Suzuki Swift, ich poste auch ein Bild rein, den habe ich von meinem Gotti bekommen, dass ich mit dem in die Polizeikontrolle gekommen bin. Natürlich nicht illegal, natürlich genug Profil auf den Pneu, natürlich Licht angestellt, alles gut. Bin ich in die Polizei gegangen, jetzt muss ich bremsen. Bin ich natürlich in eine Polizeikontrolle reingekommen. Und sie haben mega lang gehabt, sie haben etwas finden. Es war zwar nicht die Polizistin, alles korrekt, alles nicht geredet, alles
hast du gemerkt, sie macht es halt korrekt, sie macht ihren Job. Und das auf eine nette Art, aber sie hat gesucht und gesucht und gesucht, bis genau richtig gesehen haben, dass ich den Abgastest seit Monaten nicht gemacht habe. Bis gesehen, dass ich den Abgastest seit Monaten nicht gemacht habe. Und das ist nochmal ein Grund, dass ich froh bin, dass ich von der Polizei mit dem Mazda am Weserplatz wegen Auspuff und Zeug und Sachen nicht angezeigt worden bin. Weil sonst hätte ich nämlich in kurzer Zeit 2-mal eine Anzeige am Hals gehabt, oder? Dann. Geil. Und da gehört mir da, ich werde jetzt Auspuffspiele gemacht. Nein, eben, wie gesagt, das ist eben auch ein bisschen der Grund. Und ja, so viel zu diesen 2 Themen. Würde ich sagen, wäre es das gewesen. Für das heutige Video würde ich sagen, hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist allgemein hure geil, wieder TÜV zu fahren. Da würde ich sagen, wäre es das gewesen. Bis zum nächsten Mal. Euer Obscuro94. Ciao miteinander.